Möp. Habe die Ehre. So, hat wieder ein bisschen gedauert, bis das nächste Video kommt. Aber jetzt ist es soweit, weil es gibt was Neues. Phase 1. Ich darf frohlockend ankündigen, ich habe den 1500. Abonnenten und das freut mich unbändig und ich sage erst einmal merci. Wahrscheinlich werden nach dem Video wieder ein paar wegabonnieren, weil es irgendwie jetzt mal so ist, weil viele abonnieren mich wegen der Muse, viele abonnieren mich wegen dem Spui, viele weißt du eh, was es ist. Drauf geschissen, heute halten wir die 10 Minuten ein. Schauen wir mal. So, um was geht's heute? Ja, in den letzten 2 Tagen habe ich wieder ein bisschen umeinander gewurstelt, die meiste Zeit ohne Stream, weil aus einem ganz einfachen Grund ich einfach schneller vorankomme und diese lästigen Fälle und so weiter kriege ich einfach leichter raus, wenn ich nicht die ganze Zeit labern muss und wenn ich einfach da konzentriert hinarbeiten kann und passt. So, Spiel läuft auch ganz cremig, ein paar so kleine Kleinigkeiten haben wir noch ausbessert und die wollte ich noch weiter haben, bis ich mit dem jetzigen Thema anfange, nämlich mit der Erweiterung der Corporations. Corporations haben ja in dem Sinn keinerlei Funktion, außer dass man sich gegenseitig Rohstoffe schicken kann. Das war's erstmal. So, wir brauchen aber für die zweite Runde ein Spielziel. Und daran wird mit Hochdruck gearbeitet. Jetzt. Folgendermaßen schaut's aus. Wie in die anderen, ich glaube 25 Videos haben wir mittlerweile, passiert Folgendes. Das Spielziel soll bestehen aus auf alle Fälle massivster Zusammenarbeit unter den Corporation-Mitgliedern. Das heißt, man hortet Rohstoffe, baut Sachen auf und so weiter. Ähnlich wird es man im Singleplayer, so nennen wir es einfach mal Singleplayer, ist in der Kolonie. Ich baue da meine Gebäude und die kennen alle was und je stärker das die Gebäude werden, desto mehr kennen, desto mehr Kolonien das ich habe, desto stärker werden so. Ja, so ist es momentan. So, dann habe ich zuerst überlegt, wie macht man das mit der Corporation? Ich habe keine Ahnung, ich möchte irgendwas Cooles machen, nicht, dass es wieder ausschaut, als war es eine Kolonie und irgendwo auf einen Planeten pflanzen und das war's dann. Langweilig. Viel cooler ist, nennen wir es einmal Project Skyport. So. Die Corp-Übersicht kennt ja jeder mittlerweile, der in einer Corp ist und eigentlich sind es auch fast alle Spieler bis auf 2, 3, 4, 5, keine Ahnung. Ja, kriegt ein neuer Reiter einen völlig neuen Bereich, heißt Skyport. Was ist der Skyport an sich? Ich wollte keinen Todesstern machen. Sagen wir es, wie es ist. Ich wollte keinen Todesstern machen, sondern eher sowas wie eine im Weltall rumfliegende Plattform, die von der Funktionalität her ähnlich funktioniert wie eine Kolonie, aber für alle Spieler der Kolonie quasi. Und irgendwie ein bisschen was von einem Planeten hat und irgendwie ein bisschen was von einer Kolonie hat, aber eigenständige Funktionen hat. Und nicht auch wieder nur ein Rohstofflager und eine Rohstoffproduktion und behindert und langweilig, sondern machen wir doch einfach mal die Übersicht auf. Also, Phase 1. Erst einmal nicht wundern, wie das da ausschaut. Das ist rein konzeptionell und ich habe gerade erst angefangen damit. Grundlegend für dieses Ding brauchen wir einfach einmal eine etwas kleinere und kompaktere Oberfläche, die für jeden in der Corp anschaubar ist in dem Sinn. Und das ist jetzt ein Hintergrundbeutel, so wie man das da sagt. So schaut der Skyport später nicht aus, ganz wichtig. Das ist einfach nur, damit da irgendein Beutel ist und ich mir irgendwie optisch irgendwas vorstellen kann, was ich da eigentlich tue. So, in dieser Skyport-Übersicht, dieser kleine viereckige Kasten mit diesem Hintergrund, der soll ähnlich funktionieren, wie man das aus der Kolonie kennt. Das heißt, es ist ein Hintergrund und auf dem baue ich rum. Und genau so kann man da Gebäude bauen. Welche Gebäude das sind, was die kennen und bla bla. Da müsst ihr jetzt viel zu weit ausholen und dann überschlagen wir die 10 Minuten mit Sicherheit, dann werden nämlich 2,5 Stunden draus. Aber, wie man jetzt da zumindest anfänglich schon mal sagt, das da herum hat wieder die Infobox-Zeilen mit Kommandos, Angriffen, Stützungen und wenn Rohstoffe gerade hergeschickt werden und. Das kommt alles noch, das ist natürlich ein völlig neues auch nicht, aber das muss alles quasi nochmal gebaut werden, extra für die Corporation, das wird extra gespeichert und die Schwierigkeit daran ist, da hat nicht bloß ein Spieler, also du selbst, die Finger drin, sondern eben alle Corp-Mitglieder. Da muss ich ein bisschen tüfteln, wie das dann genau mit der Funktionalität, wer darf was und so weiter, wie das genau funktionieren soll.
Das Ganze ist eine Oberfläche in dem Sinn, da haben wieder Bauplätze drauf, beziehungsweise 4 große Bereiche, in die den Skyport quasi untermächt eigentlich. Ich habe da mal angefangen, ein Konzept zum Schreiben, das ziemlich ausführlich eigentlich da schon dort steht. Ja, was für Gebäude das so grob geben soll, im Endeffekt Phasen, weil der Skyport, der kommt ja nicht aus nix, wird folgendermaßen ausschauen. Wie man da rechts schon sieht, der Skyport hat ein Lager und das hat er von Anfang an. Selbst im Moment der Koloniegründung, nicht Koloniegründung, der Corporation-Gründung, existiert dieser Skyport ja nicht. Der ist ja nicht, da ist ja niemand hergegangen und hat gesagt, so, ich baue jetzt einen Skyport. Blub. So, und dass ich allein für diese erste Phase, die ja ganz kurz sein wird, nicht unendlich Funktionen bauen muss, damit sie das cool anfühlt und so quasi, ja, wir brauchen erstmal ein Core Parkour irgendwo auf dem Planeten, dann schicken wir alle unsere Rohstoffe dahin, da drin kann ich dann angegriffen werden, bla bla bla, und im nächsten Moment, das Skyport ist gebaut und fliegt in den Himmel. Und dann brauchen wir die Funktion nie wieder. Das ist eine ganz kurze Phase, wo einfach alle Spieler in dem Sinne mal im Grunde Rohstoffe sammeln. Wie viele Rohstoffe das sind und welche Rohstoffe das sind, weiß ich noch nicht. Die Kosten und so weiter, die lege ich alle während dem Entwicklungsprozess dann im Endeffekt fest und die werden auch noch 100 Mal geändert, bis es einigermaßen eine Balance ergibt. Auf alle Fälle wird es folgendermaßen funktionieren. Jeder kann in jeder Kolonie im Transportfenster später eben den Skyport auswählen, wenn er in einer Kolonie, Korb ist natürlich, und kann da Rohstoffe hinschicken. Welche das sind, ist völlig egal. Das kann XP sein, also Erfahrung. Das können die 3 Grundrohstoffe sein oder einer der 5 Primärrohstoffe, wie man hier jetzt auch schon aufgelistet sehen kann. Dann wird dieser Skyport natürlich Energie haben, ähnlich wie die Kolonie. Bloß wird wahrscheinlich, das habe ich ja im Konzept schon festgelegt, die Energie ein bisschen anders verwendet, wie das momentan das Kraftwerk in der Kolonie macht. Ähnlich, aber ein bisschen anders. Und es kommt ein 9. Rohstoff hinzu, der nur im Skyport verfügbar ist, und das ist dunkle oder schwarze Materie. Wie der zustande kommt, was der kann und bla 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 bla, steht auch noch nicht fest. Es ist allerdings wieder genauso gehandhabt wie jeder andere Rohstoff, bloß dass er nicht gesammelt werden kann. Sondern aus den 5 Primärrohstoffen, die man auf allen 5 Planetentypen sammeln kann, auf dem Skyport generiert wird, und mit diesem Rohstoff kann man dann irgendwelche speziellen Dinge anstellen, wie zum Beispiel, nur mit grob jetzt, einen Riesenlaser aufladen und auf Kolonien ballern. Mein Skyport an sich der Fläche und der Masse ausbauen, also quasi einfach meinen Kern ausbauen, damit dieser Skyport wie ein Planet im Sonnensystem, das momentan deaktiviert ist, man sieht es nicht, aber es existiert noch, rumdüsen kann. Man kann den steuern. Das heißt, er kann mit einer bestimmten Geschwindigkeit um die Sonne in einem bestimmten System rumdüsen. Das kann man einstellen und dabei verbraucht er Energie, er verbraucht diesen Rohstoff und so weiter. Ja, und definitiv wird dieses dunkle Materienmaterial schweineteuer werden und schweinelang dauern und definitiv Grundrohstoff im Endeffekt sein für das Spielziel am Schluss. Was das Spielziel genau ist, verrate ich nicht. Jetzt brauchen wir erstmal die Grundfunktionen für diesen Skyport. Wirklich die allereinfachsten Grundfunktionen, das Ding mal konstruieren, mal in den Himmel schicken, beziehungsweise ins All quasi schicken und um die Sonne kreisen lassen. Und dann bauen wir Stück für Stück die ganzen Funktionen ein, Gebäude ausbauen, Gebäude drauf platzieren, die Optik von dem Ding ändern, die sollen natürlich auch unterschiedlich ausschauen, je nachdem wie weit man den schon ausgebaut hat, wird er natürlich auch größer und größer und größer und wird dann auch größer, sichtbar für alle anderen und düst dann im Endeffekt im System rum, wie im Planet. Und eigene Kolonie-Mitglieder bzw. Korb-Mitglieder können Kolonien auf diesem Skyport gründen. Und dann fängt es jetzt an, kompliziert zu werden. Da müsst ihr zu weit ausholen, was ihr da alles für Ideen habt. Es wird schweineviel Arbeit. Ich glaube aber, dass es ganz cool wird.
Wir haben die 10. Minute erreicht. Meine Damen und Herren, danke für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Für alle, die sich das jetzt fertig angeschaut haben. Das Spiel ist schon spielbar. Die Adresse findet ihr da rechts. Das ist nx-online.de. Das Ding ist Free-to-Play und damit meine ich auch Free-to-Play. Für jeden, der sich fragt, ja, Free-to-Play, fuck you. Es gibt keine bezahlbaren Inhalte. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich sage merci fürs Testen. Haut euch eine. Das nächste Video kommt und der nächste Stream kommt da. Jo. Habe dire.